Herr Minister, die Damen und die Herren, wie alle Jahre kommen wir dann noch Präsentation von den Polizeistatistiken, der Tisch auf Kriminalität, die 2012 von der Forste L'Ordre festgestellt gouf. Wie der Weg schon gesagt hat, das Jahr sind wir ein bisschen mehr innovativ, da ist ein neuer Präsentationsmodus. Und wir werden eben verschiedene kriminogenen Phänomene an einer Form von einem Tableau de bord vorstellen. Police Chronicle hat für 2012 ein Total von 37.639 Infraktionen enregistriert. Wir haben auch immer die Intention, für die Kriminalität aufzudrücken, aber ich meine, dass es immer mehr schwer geht. Wir sind aber auch, und da muss ich noch sagen, wir können nicht lange gegen Kriminalität nur kämpfen. Wir brauchen einen Partner, wir haben gut zusammenarbeiten mit der Autorität judiciaire. Wir sind aber auch verschiedene Elemente innerhalb von der Gesellschaft, die mussten dazu beitragen, dass wir die Phänomene, die als negativ abfallen, dass die aufgehen und denken, besonders dann am Bereich sozioedukativ, denken aber auch an Schulen, denken aber auch nach, ich meine, Bestandteil momentan von einer Gesellschaft, das Familie. Wenn man guckt, wie man die Jugendlichen ist, dass wir auch da können irgendwie positiv Effekte kriegen. Wir sind am Gange, schon seit 3 Jahren eine Reorganisation von der Polizei zu schaffen. Es geht auch darum, für viel mehr effizient zu gehen, mehr flexibel zu gehen, und auch Echter können dann auf verschiedene Phänomene können reagieren. Sie hilft das durch Strukturen dabei sind, sie hilft das aber auch durch die Art und Weise, wie wir können reagieren. Die Moyen soll man in nächster Zukunft kriegen, und ich hoffe dann noch auf die politische Unterstützung, für das wir ob manst Ende des Jahres in Depot kriegen von dem neuen Gesetz, das die Polizei fertig machen, fit machen für 2020. Ja, zum zweiten Slide, das ist Typologie von den Infraktionen. Da stellen wir fest, bei den 3 anderen Kategorien, das ist Infraktion contre les personnes, contre les biens und noch divers. Divers sind hauptsächlich Spezialgesetze, dass die jeweils aussteigen. Wo aber die Gruppe von den Gewalttätigkeiten, das ist Infraktion contre les personnes, den größten Zugriff zu verzeichnen hat. Drittes Slide, Abrüche. Ich meine, die Phänomen, den der Polizei im Jahr 2011 Sorge berät hat, waren ohne Zweifel die viel Abrüche. 2012 kann ich aber einen Rückgang von über 9% feststellen. Zu diesem Rückgang sie auch vermerkt, dass Abrüche an bewohnten Häusern mehr Rückgänge sind für die an unbewohnten Häusern, wie zum Beispiel Chalets oder Baubuden. Wir haben 220 Orte und entweder am Flagrant Delit über Trille wie von dem Fangerauftrag RDN. Also Mesuren konnten ermitteln, sind 110 verhaftet gehen, an den Erfolg, die wird auch 2013 weitergehen. Und ich zähle gucken auf in den nächsten 2 Monaten, sind wir immer mit viel Patrouillen overs und noch am DRNW an das Resultat ist auch schon, dass wir 21 Leute verhaften, nämlich an dem Bereich wird, Abrüche an Häuser geht. Weil der heißt dann Gesicht von der Gewalt. Wir weisen eine neue Form von einem Dashboard auf all die verschiedenen Facetten von physischer Gewalt. Er muss für 2012 verbuchen eine Augmentation von 9,9% bei den Coups blessures volontaires, das heißt freiwillige Schläge, Verwundungen, 21,4% bei der Vol avec Violence, und noch die häusliche Gewalt hat den Satz von bei 19% bei den Interventionen von Polizeikräften gemacht. Verweisungen sind noch ungewusst von bei 8%. Was sich aber auch bei dieser Thematik immer mehr bemerkbar macht, als die Anzahl von den verwiesenen Frauen. Die geht immer mehr hoch, aber an Leid bei 2012 bei 25%. Weil die Coups geht, da ist ganz einfach, dass sich die Ferien durch aber konzentrieren, ob die Zugriff steht, wahrscheinlich auch bedingt durch Nützleben. Das heißt, Staat an erst meistens als das Weekend, an aber auch bei Spezialevenementen, ich denke nur Nationalfeiertag, sind noch andere Evenementen wie das Fußballmatcher oder aber Weihfester. Da, wo Leute zusammenkommen, ist die Probabilität für das Klappereien abkommen viel mehr groß. Was auch mit sich bringt, dass man jeweils viel mehr große Präsenz bei so Evenementen momentan weisen, dass man am Vorfeld schon gucken, viel präventiv zu schaffen, mit den Organisateuren für Dommaien zu finden, dass nicht gerade Problematik vom Alkohol zu viel abkommt, weil Alkohol an Drogen als aber wichtige Bestandteil auch an den Deliktsfeldern da besonders weit Coups blessures geht. Violence domestique, da muss ich noch ein versuchen, zu genannt Lut, meine gestern auch in einer Konferenz, wie das bestätigt ist. Und dann hat gesagt, wir noch viel mehr Frauen, die verwiesen gehen,
bei den Verweisungen als Zölen nicht so drastisch an die Lut gänge, wie das bei der häuslicher Gewalt am größten Ganzen ist. Eine Bemerkung auch einfach nach dazu, just wie ich aber eine Idee zu gehen. Am Fall von einer Plan von häuslicher Gewalt kann ich rechnen, dass 3 Polizisten während 5 Stunden aber beschäftigt sind, für die Affäre komplett über die Bühne zu kriegen. Das ist das größten Aufwand, den wir da machen, wir investieren da doch gerne daran, damit soll ich auch mal für nachfeiern, was das ist, auf verschiedene Aktionen, wie viel Zeit das Polizei kostet. Nächstes Slide, Komportement sozial. Auch heute sehen wir an den Zölen im Malaise beim Zusammenleben an der Gesellschaft. Menassen in Jurien gehen 18% an Blut, Vandalismus 5%, Tapage nocturne plus 16, Droit de Visite plus 70, an Ivresse publique plus 26%. Vor 476 Personen humisten am Jahr 2012 an der Ernüchterungszahl am Kommissariat anerbohrt gehen. Wenn wir hier gucken, da sind Komportementen, die aber ein bisschen speziell sind, die auch teilweise eine Herausforderung für Polizei sind, wo man nicht nur just Polizist spielen, wie meistens auch nach, oder wo man eine Rolle unhüllen als Mediateur oder als Travailleur sozial. Oft sind wir da für die Leute zu beruhigen, für Ansprechpartner zu sein, und nicht nur just für direkt Recht und Ordnung zu vertreten. Ein anderes Phänomen, was wir auch feststellen, die Leute, die sind nicht mehr so darauf aus, für verschiedene Konflikte sich direkt auszudrohen, an denen sie darüber verschwätzen, für auf die Art und Weise die Konflikte am Gespräch zu reduzieren. Nur Eisen Zölle gibt man mengen, dass Leute echt dazu übergehen, für effektiv bei der Polizei zu kommen, für Pläne zu feiern. So mengen sie hätten hier Trash, und der Trash misst, ob die da derweise über Gerichte angefordert gehen. Da, wo sonst Kommunikation war, wo sonst Leute man nicht geschwert tun, das scheint ein bisschen mehr aufhanden zu kommen. Voilà, nächstes Slide, da sind unsere Autoren, die wir 2012 identifiziert tun, sind bald 26.000 Autoren, hier gesehen laut Abschlüsselung, die wir gemacht haben, ob Nationalität, ob ihre Wohnort und ob Geschlecht pro Kategorie der Fraktion. Am Rahmen von der Kriminalitätsbekämpfung ist natürlich wichtig für die Polizei zu wissen, gegen wen sie überhaupt sollen hier Kampf feiern. Dadurch brauchen wir die Statistiken, wo wir gucken, was Nationalitäten sind. Weil die gliedern sich auch auf verschiedenen Deliktsbereiche, wo in den einen oder anderen mehr oft findet, wo wir dann auch Profile erstellen, wo wir auch damit zielorientiert drauf enquetieren, respektive als Patrouille führen. Ich will aber nachdenken sagen, die Polizei enquetiert nicht ob Nationalitäten oder ob Ethnien. Die Polizei orientiert ihre Enqueten ob Autoren zu identifizieren. Aber in dem Sinn ist es aber egal, wo ihr könnt, was für Nationalitäten hört, was für Rassen, was für Alteren hört oder was für Geschlechten hört. Etwas, was ihr merkt, alle Gesetzestexte, was könnt, bringt bald ein neues Formular mit sich für den Polizist. Durch Bank in den Mengen, dass die Texte, die rauskommen und die Polizei betreffen, die verschlingen 2 oder 3 Leute, die wir erstellen, weil eben die Charge administrativ mehr groß geht, dafür die zu bewältigen, wird ihnen sich der vor, den ihr nur gedurcht wird, die geht teilweise daran, geht den inner. Auf die andere Seite sind noch nach einer Texte, die euch Wahrscheinlichkeiten helfen, an den verschiedenen Bereichen, wo wir ein bisschen mehr Probleme haben. Sind politische Diskussionen da am Gangen, ich denke an den Platzverweis, die sind am Gangen, soll ich noch gucken, mit ruhigem Gemüt, wie die Diskussionen da weitergehen. Etwas also auf jeden Fall sicher, wir wären nicht rosen, von etwas an dem Bereich geschehen. Nach einem Punkt, den ich auch noch viel bemerken, dann ist einfach momentan so die schizophrene Haltung, wenn ihr seht, was Alkohol auf verschiedene Situationen nur geht. Ich erinnere mich am Verkehr, als Alkohol nach schweren Nimmstand, da ging, wenn ich da Gewalt gucken oder sonst Deliktsfelder, da fängt ein Alkoholbänke an, dann eine Circumstance attenuant zu gehen. Das ist ein bisschen problematisch, das ist auch ein bisschen frustrant, vielleicht besonders für den, den Gewalttätigkeiten zu leiten wird, die wahrscheinlich
lang oder verschiedene lang an Rehabilitation an Reedukation ziemlich lang dauert, als ein bisschen komisch, dass ihn dann sommer für dasselbe Phänomen aber verschiedene Deutungen im juristischen Plan wird. Aber wir verstehen der Teil einfach seine Urregung, ob er noch an politischen Diskussionen da nicht kennt, durchdiskutieren, da vielleicht einer Lesung noch an der fast, wie das momentan der Fall wird. So, da wäre ich fertig zu Mengen Ausführungen, ich gebe dann für mehr Minister übergeben. Die Polizei ist da für Ordnung zu sorgen oder für die Ordnung zu halten, und für die Gerechtigkeit zu garantieren, das ist fundamental wichtig. Etwas ist aber auch klar, Lützeburg bleibt am Moment aber weiter von violenter, skrupelloser, und schwerer organisierter Kriminalität verschont. Und das im Gegensatz zu unseren Nachbarländern. An einem kleinen Land wie Lützeburg muss die Polizei all Moment auf alle Situationen präpariert sein. Das ist eine weitere Obligation von der Lützeburger Polizei. Und da verdiene ich auch die Meinung, die der Herr Direktor, der Generaldirektor gesagt hat, dass an der Kriminalitätsbekämpfung, besonders am präventiven Bereich, den wir angesprochen haben, der für mich auch ganz wichtig ist, den ist vorher so wichtig wie der Repressiven, den Präventiven ist vorher so wichtig wie der Repressiven, dass dort die Polizei nicht lang ist, wie das durch andere Akteure ist im sozioedukativen Bereich müssen, kann ich so eine Responsabilität hören. Schulen, Sportsclub und auch Familie selber. Sie müssen helfen, ob hier Weise eine Hand mal durchpacken. Herr Südfried hat eine große Verantwortung, besonders, das kriegen wir auch mitgehen, für drin am Kommentar, von Akteure Mineur sind. Die größte Challenge, die bleibt einfach immer die permanent richtig Antworten finden. Ich denke, die permanent richtig Antworten finden auf eine schnell ändernde Realität. Und dafür, allein dafür, muss man das Gesetz, Polizeigesetz von 1990, also erfüllen, an das anderen. Ich weiß, dass die Demarche zu manchem Unmut gefeiert wird, auch am Korps selber, dass sogar bis an die Chambre gegangen, die sich damit befasst wird, dass vielleicht doch so verschiedene Leute, viele Leute der Meinung sind, an oft hartnäckig alles was besteht, als ein Droit hier an der nicht adaptiert gehen. Für die Kinder etwas Negatives dabei. Sie müssen ein bisschen so eine Voll-Kasko-Mentalität. Und ich so nicht ganz klar, dass das nicht eine Stellung. Ich werde eine Reform machen und ich werde die Eckwerte, die ich annonciert habe, die werde ich auch bringen. Wir werden auf Regionalisation, auf Proximität aufbauen. Mehr als Konzept, da müssen aber am Sinn von Effektivität, von Optimisierung und Flexibilität adaptiert gehen. Das ist eine Necessität. Ich habe viel Französisch benutzt, mit das aber so. Die Polizei braucht es. Weil Effektivität braucht die Polizei, für die Herausforderungen in der deutschen Gesellschaft ganz sehr wirseln. Aber wir müssen auf dem Ball bleiben, dafür muss man effektiv sein. Die Optimisierung brauchen wir, weil als Leute müssen optimal angesagt werden, den Effektiv, den wir haben, den als limitiert. Und Flexibilität von der Verwaltung, aber auch von den Einzelnen, ob sie Lokaler sind, Inspektor, Brigadier oder auch Zivilpersonal, sie müssen die Flexibilität tun, weil so können wir die richtige Antworten finden. Und das Ganze muss dann an eine Preis-Leistungsstrategie ran, wo die Gelder gut evaluiert benutzt gehen, wissen, dass die Sicherheit nicht zum Nulltarif kriegt, aber dass es etwas kostet.